Hallo, wunderschönen guten Abend. So schön bist du dabei. Namaste zu deiner zweiten Rauhnacht mit mir. Und zwar ich zelebriere die 13 Rauhnächte. Sie sind wunderbar, um loszulassen und neue Pläne für das neue Jahr zu strukturieren und zu ordnen. Und dafür habe ich dir ein paar Themen, die du in jeder Rauhnacht angucken kannst und reflektieren kannst. Ich selber zelebriere die Rituale oder beziehungsweise die Rauhnächte mit diesem Ritual zu reflektieren. Und dadurch kann ich besser aussortieren, vielleicht auch nochmal Herzensangelegenheiten loslassen, aber auch mich selber zu reflektieren, um mich im neuen Jahr zu optimieren oder Situationen zu verbessern, durch die Einsicht, die ich gewonnen habe, durch die Reflexion. Die Rauhnächte sind heidische Bräuche, also sie sind schon uralt. Man hat die Möglichkeit, mit einem Räucherwerk zu arbeiten. Dazu komme ich gleich später, das findest du dann einen kurzen Moment später in der Anleitung des Räucherns, bevor ich dich dann in die Meditation für diese Nacht, für diese zweite Rauhnacht zum Thema Leben heißt werden und vergehen. Das heißt kommen und gehen lassen, nehmen und geben, leben und sterben, schwarz und weiß, yin und yang. Dazu werde ich dir später in der Meditation noch konkret nochmal diese Fragen stellen. Doch du kannst sie dir auch gerne aufschreiben, damit du dann später für dich alleine oder im Nachhinein noch darüber meditieren möchtest, reflektieren möchtest. Und zwar in meinem Räucherritual, in meinen Rauhnächten sehe ich schon mal oder reflektiere ich schon mal jeden Monat. Also jetzt heute haben wir die zweite Rauhnacht, das heißt, diese Nacht werde ich den Februar reflektieren. Was war alles im Februar, was habe ich da für Ereignisse gelebt, aber dazu stelle ich jetzt gerade die konkreten Fragen, sodass du dir diese aufschreiben kannst, wenn du möchtest. Und zwar ist es die Frage, was ist in diesem Monat passiert? Also was ist im Februar des vergangenen Jahres passiert? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und mitnehmen? Welche Erfahrungen, die du im Februar gemacht hattest, möchtest du mitnehmen, beibehalten? Hast du daraus gelernt? Was für Hindernisse hast du im Februar diesen Jahres erfahren? Und was soll im neuen Jahr diesen Monats anders sein? Also was soll im Februar des kommenden Jahres anders sein als im Februar des vergangenen Jahres? Diese 4 Fragen stellen wir jede Nacht oder stelle ich dir jede Nacht zu jedem Monat rückblickend. Doch wir haben auch zu jeder Nacht nochmal speziellere Fragen, die dann um das Thema der Nacht sich handeln. Und da fange ich gleich mal an. Was gibt dir Sicherheit? Also du fragst dich, was gibt mir Sicherheit? Worauf verlässt du dich in deinem Leben? Also worauf verlasse ich mich? Wo finde ich Halt in meinem Leben? Wo finde ich Halt in meinem Leben? Wie sicher ist der Boden, auf den ich mein Leben gebaut habe? Wie sicher ist der Grund, auf den ich mein Leben gebaut habe?
Und die letzte Frage für diese Nacht. Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Richte dich ein, vielleicht mit deiner Meditationsmatte, mit einer Unterlage. Mach sie gemütlich mit Kerzchen. Wenn du deine Räucherwerke hast, auch hier bereite dich darauf vor. Ich erkläre nun im folgenden Video, also beziehungsweise jetzt in dem nächsten Abschnitt, nochmal ganz genau, wie das mit dem Räuchern funktioniert, was du für diese Rauhnacht brauchst oder dir bereitstellen kannst und wie du es anwendest. Und danach finde ich dich wieder in der Meditation zur heutigen Rauhnacht, der zweiten Rauhnacht, in der ich dir dann all diese Fragen, die ich dir gerade schon gestellt habe, nochmal stellen werde. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Und sonst nun eine wunderbare Rauhnacht und viel Spaß wünsche ich dir. So, nun sind wir bei der Anleitung zum Räuchern für die rauen Nächten. Und hier habe ich eine kleine Liste, was wir brauchen oder was du brauchst. Zumindest was ich brauche in meinem Ritual. Als allererstes mache ich immer den alten Kalender bereit vom letzten Jahr, also das Jahr, welches wir jetzt abschließen, damit du dich hier auch noch gut erinnern kannst, was genau in welchem Monat passiert ist. Das nächste wäre ein Rauhnacht-Tagebuch, in dem du deine Fragen aufschreibst und beantwortest. Und es ist auch toll, wenn du die Rauhnächte mehrere Jahre machst, da dann richtig nochmal zurückzublicken. Als weiteres brauchst du ein Feuerzeug, einen Löffel und das Räucherwerk. Das Räucherwerk ist aus verschiedenen Kräutern. Da gibt es verschiedene Mischungen, aber jetzt bei meiner ist immer Salbei, Kampfer, Angelikawurzel, Weihrauch, Wacholder, Myrrhe, Myrte, Thymian und Styrax dabei. Das nächste, was du brauchst, ist ein Räucherschälchen, meistens aus Ton. Auch hier, dies muss hitzebeständig sein und ich würde darauf achten, dass du ein paar Füßchen hast, um dieses Schälchen nicht direkt auf den Boden zu stellen. Oder sonst nimm eine Unterlage, wenn deine Schale keine Füßlein hat. Und das nächste ist natürlich die Kohle, eine große Frage. Wo bekomme ich diese Kohle her? Es ist natürlich nicht eine, die wir im Barbecue oder draußen im Garten im Feuer brauchen. Du kannst diese Kohlen in einem Tabakladen kaufen oder auch in so einem spirituellen Laden. Und die gibt es in verschiedenen Größen und Dicken. Hier habe ich dir 2 verschiedene mal gezeigt. Und zwar jetzt zuerst habe ich die große ausgepackt und die kleine, die ein bisschen dünner ist. Und es kommt darauf an, wie lange du räuchern möchtest. Ich empfehle jedenfalls eine mit einer kleinen Kerbe in der Mitte, so dass das Räuchern etwas einfacher fällt. Und das nächste, was du brauchst, ist hitzebeständiger Sand. Diesen findest du in einem Do-it-yourself-Laden oder auch beim Spezialisten, wie in einem spirituellen Laden. Und das nächste, was du brauchst, ist hitzebeständiger Sand. Diesen findest du in einem Do-it-yourself-Laden oder auch beim Spezialisten, wie in einem spirituellen Laden. Ich prüfe meistens noch, ob die Kohle genug Abstand zur Schale hat. Ansonsten schütte ich noch etwas nach. Nun zündest du diese Kohle an und sie fängt leicht zu glitzern und zu glimmern. Und vielleicht fällt es dir auch auf, dass sie wie eine
Feuerkette durch sich zieht. Was auch ganz wichtig ist, verbrenn dir hier jetzt in diesem Moment nicht die Hände. Es kann gut sein, beziehungsweise die Kohle wird erst nach einer kurzen Zeit, wenn sie komplett durchgefeuert ist, erst dann wird sie grau, wie eigentlich, also wie es du eigentlich auch kennst von der Kohle, wenn du ein Feuer machst draußen in der Natur. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass du wirklich abwartest, bis deine komplette Kohle weiß geworden ist, sodass auch die Hitze in der kompletten Kohle eine einheitliche Hitze ausstrahlt für dein Räucherwerk. Hier nochmal ein Beispiel, wie das so aussehen kann, wenn die Kohle weiß wird. Hier an dem Beispiel siehst du, dass es nur ein kleiner Teil ist. Wir warten jetzt einen Moment. Diese Zeit ist wunderbar, um dich vorzubereiten, dir deinen Platz einzurichten, dir nochmal Gedanken zu machen. Und sobald deine Kohle soweit ist, kannst du dich vorbereiten, dein Räucherwerk aufmachen, nochmal den Duft richtig genießen. Achte auch hier nochmal darauf, dass die Türen alle schön geschlossen sind, du vielleicht die Haare zusammengebunden hast. Und beim Räuchern ist wichtig, dass du wirklich nicht zu viel vom Räucherwerk auf deine Kohle hinauflegst, sondern nur ein bisschen in diese Kerbe hinein. Und sobald dein erster Guss auf der Kohle ist, auch nicht mehr nachstochern, nicht mehr nachträglich etwas drauflegen, sondern diesen Guss wirklich für diesen Moment so wirken lassen, den Duft wahrnehmen, den Rauch beobachten, dich diesem Moment ganz und gar hingeben, wie der Rauch tanzt, sich bewegt. Bevor du den zweiten Aufguss machst, ist es ganz wichtig zu warten, bis der erste Aufguss auch ganz und gar verbrannt ist. Sobald er nicht mehr räuchelt, sobald es nicht mehr dampft, kannst du diesen mit dem Löffel einfach auf die Seite schieben, die Kohle wieder frei machen für den neuen Guss. Und auch hier siehst du, wie die Kohle unter der weißen Schicht glüht. Und auch hier wieder darauf achten, dass du nicht zu viel, nicht zu wenig darauf legst. Und dich nun einfach hingeben, diesem Duft, diesem Moment, dem Rauch, wie er tanzt und sich bewegt. Vielleicht magst du dir die Fragen für heute Nacht nochmal durchlesen oder jetzt schon anfangen zu meditieren. Und sobald du soweit bist, findest du in deiner Meditation zu deinen Fragen. Ich werde die Fragen nochmal während der Meditation stellen. Mach's dir bequem auf deiner Meditationsmatte, nimm eine Decke vielleicht unter deine Knie und finde hier ganz und gar zur Ruhe für deine zweite Rauhnacht. Das Thema der heutigen Nacht heißt: Leben heißt werden und vergehen. Du reflektierst den Februar des vergangenen Jahres, des Jahres, welches du nun abschließt, mit deinen Rauhnächten. Was ist in diesem Monat passiert?
Was war in diesem Monat gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten? Was für Hindernisse habe ich in diesem Monat erfahren? Was soll im neuen Jahr, in diesem Monat anders sein? Frage dich, was gibt dir Sicherheit?
Worauf verlasse ich mich? Wo finde ich Halt in meinem Leben? Wie sicher ist der Grund, auf den ich mein Leben gebaut habe? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen?
Am Ende jeder Meditation bedanke ich mich bei meinem Leben, meinem Krafttier, dem Universum oder dem Kosmos, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest. Führe deine Hände vor dein Herz und danke für deinen gesunden und wunderschönen Körper, mit dem du alles tun kannst, was du möchtest. Für deinen klaren und gesunden Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst, die Konsequenzen abwägst. Für dein Herz voller Liebe, Licht und Wärme, mit dem du dich selbst und die Welt bereicherst. Dankbar für mein Leben in Sicherheit und Geborgenheit, Reichtum und voller Möglichkeiten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Hast du dir Zeit für dich genommen? Abonniere doch meinen Kanal oder schau morgen nochmal rein für die nächsten Rauhnächte. Ich danke dir ganz herzlich. Deine Julie, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Namaste.